Also, mit dem Fagin, dem Gauner, hat man kurz einen Prozess gemacht. Der alte Mann war zu fest in Verbrechen verwickelt. Er hat aus kleinen Kindern Verbrechen gemacht. Er hat den Monks helfen, eine Erbschaft zu ergaunern. Dazu hat er Nancy verraten und zugelassen, dass sie umgebracht worden ist. Das hat gelangt, dass man den Fagin zum Tod verurteilt hat. Schon gleich darauf ist er gehängt worden. Der Pfiffikus und der Charlie waren für eine kurze Zeit im Gefängnis und dann wieder freigelassen worden. Nach dem grässlichen Mord an der Nancy hat es die beiden Spitzbuben doch nicht mehr so gelustet, Räuber zu sein. Sie wollten ein ehrliches Leben anfangen. Zusammen haben sie ein altes Bauerngut übernommen und sind tüchtige Landwirte geworden. Der Mr. Brownlow hat auch dafür gesorgt, dass der böse Mr. Bumble sein Amt als Armenhausleiter verloren hat und geschaut, dass an seiner Stelle einer gekommen ist, der die Leute im Armenhaus gerecht behandelt. Der Mr. Bumble ist gleich darauf verarmt und später als Bettler im gleichen Armenhaus gelandet, wo er noch vor kurzer Zeit wie ein König regiert hat. Der hinterhältige Halbbruder von Oliver, der Monks, oder besser gesagt Edward Leaford, ist tatsächlich mit einem Schiff nach Amerika verreist. Er wollte dort neu anfangen. Aber schon bald ist er auch dort unter Verbrecher gelandet und später ins Gefängnis geholt worden. Im Gefängnis ist er dann auch gestorben. Jetzt ist der Oliver vor ihm endgültig sicher gewesen. Der Mr. Brownlow, der der erste freundliche Mensch im Leben von Oliver war, hat der Oliver bei sich aufgenommen. Und an einem Tag... Oliver, du weisst jetzt zwar, wer deine Mutter und dein Vater war, aber du hast jetzt trotzdem keine Eltern mehr. Darum wollte ich dich fragen, ob du einverstanden wärst, wenn ich dich adoptieren würde. Also, dass ich ab jetzt wie dein richtiger Vater wäre. Der Oliver hat sich riesig gefreut, als er das gehört hat. Jetzt hat er das erste Mal zu einer richtigen Familie gehört. Auf dem Friedhof war ein Grab mit einem kleinen Kreuz, wo Nancy drauf gestanden ist. Ein Grab, immer mit den schönsten Blumen bedeckt. Oft ist der Oliver dort gesessen und hat sich an seine mutige Retterin erinnert, die am Schluss wegen ihm das Leben lassen. In der Kirche hat der Oliver und sein neuer Vater eine Tafel anbringen lassen. Dort drauf war mit einfachen Worten geschrieben: «Zur Erinnerung an Agnes und Edwin Leaford». Immer wieder hat man den Oliver auch dort gesehen stehen. Ganz versunken hat er an seine Eltern gedacht. Und dort hat er auch ein besonderes Versprechen abgegeben. Liebe Eltern, ich durfte euch nie kennenlernen und ihr könnt auch nie für mich da sein. Ich hatte es nicht einfach und ich weiss, was es heisst, arm zu sein. Doch jetzt geht es mir gut und ich möchte euch versprechen, dass ich mich für die einsetzen will, die es nicht so gut haben wie ich.